Herzlich willkommen für die September-Edition von ADR Tele, die natürlich ganz am Zeichen von den Parlamentswahlen vom 8. Oktober steht. An hier sind die Haupttiteln von dieser Sendung. Die flotte Präsentation von unseren 60 höchst motivierten Kandidaten für die Chamberwahlen als zu Bachtring über die Bühne gegangen. Wir weisen hier starke Momente an die kämpferische Schritt vom nationalen Spitzenkandidat Fred Kruip. Der Fernand Karteiser an der Fred Kruip haben Televisionsplateau nicht gezeigt, für Nisvorrichten auszuschwätzen, die die Vertreter von den Gambia-Parteien auf Verlegenheit brucht tun. Das ist auch ein unmögliches Wurstem am Mobilitätsproblem. Da weisen wir jetzt nach als Wahlspotten, darunter die von den Spitzenkandidaten aus den einzelnen Bezirken. All die Spotten lassen keinen Zweifel darunter, dass der ADR die Partei ist, die ehrlichst und noch konsequent Oppositionspolitik mischt. Der ADR ist da für Lützeburger die Chance zu gehen auf eine bessere Politik. Wir haben eine Regierung, wo über die Köpfe von den Leuten wäsch dezidiert wird. Die Kriminalität klemmt, die Preise gehen op. Als Spruch, als Schule und Familie sind immer Männer wert. Viele Lützeburger verlassen das Land und gleichzeitig geht auf 1 Million Einwohner geschafft. An die einzige Leute, die das Land zum Guten verändern können, das sind die alle guten Lützeburger Bürger. Wir machen das für ein Land mit Geborgenheit, mit Freiheit, mit Sicherheit und mit Toleranz. Für eine gesunde Wachstum, für uns und uns Kinder. Das machen wir, weil wir als Lützeburg gerne haben. Der ADR hat es am Kader von dieser Chamberwahlen fertiggebracht, für ein Wahlprogramm auf die Beine zu bringen, die Lösungen für all mögliche politische Fragen proposiert. Den hast du für über 300 Seiten lang gehen. Und ihr fandet online auf unserer Internetseite ADR.lu. Schwerpunkte sind die Wurstem, die Wichtigkeit von der Familie, aber auch die Bürgerbeteiligung. Der Reformpartei leidet Herz, dass die Leute am Land über Referendum können mitdezidieren. Vierop sollen dort die Leute gefragt gehen, ob sie den 1 Million Einwohnerstaat wollen. Am Vorfeld vom Referendum kann so eine breit gesellschaftliche Debatte stattfinden. Dann ist aber auch die Sicherheit von den wichtigsten Kapiteln am Wahlprogramm. Wenn wir die Sicherheit zu Lützeburg gucken, da weisen Statistiken, dass wir eine dramatische Entwicklung an der Kriminalität tun. Wir sind heute, was Überfall angeht, auf Platz Nummer 5 am europäischen Vergleich mit anderen Ländern. Auch was Dabbrech angeht, sind wir ganz oben mit vorbei. Und das ist eine Situation, die man zu Lützeburg nie so kann tun. Was wir hier ändern, wenn wir die Möglichkeit kriegen, dann ist es, dass wir erstens einmal das Ganze mit Ehrlichkeit und Transparenz werden umgehen und auch die ganzen Sachen richtig kommunizieren, für das die Leute weisen, was doch wirklich hier im Land lebt. Da wird nämlich, wie ihr seht, schön zu schwätzen. Wir werden als Polizei, als Douane wie auch die Justiz maximal unterstützen. Kriminelle müssen möglichst sicher können für ihr Gericht kommen. Das ist auch ein Punkt. An Ausländer, weil ganz großen Teil von der Kriminalität kennt, aus dem Ausland, nicht aus Lützeburg, die hier am Land kriminell gehen, die müssen das Land dann noch verlassen. Wir verbessern noch die Sicherheit auf unsere Grenzen, sowohl natürlich auf den EU-Außengrenzen wie auch auf unseren nationalen Grenzen. Dann Thema für den, wo man natürlich auch gewiss so in die Einzelparteien sind, die das konsequent ausschwätzt, das schon seit Jahren, das ist den Wurstum. Wir haben hier ein unkontrollierte, massive Wurstum, und wir dürfen die gerne ersetzen durch ein verständliches Wurstum. Und die Wurstumsproblematik, wie ihr wisst, das ist am Anfang die Ursache für die allermeisten von unseren Problemen, die wir hier am Land am Moment kennen, ob das Wohnungspreise sind, Mobilität, den Infrastrukturmangel, den Personalmangel, Probleme von Mangel besserer Kliniken, Zubetonierung von der Natur und so weiter. Alles das basiert natürlich auf dem massiven Wurstum, die wir haben, die Wurstum, die weitergefordert wird, Richtung 1 Million Einwohner Staat. Während all die anderen Parteien am Anfang dann durch die Kabern des Anstehenden so okay, da muss man irgendwie an den Druck kommen. Sie nennen das ganz gern, da wir investieren in Zukunft. Wie oft laufen wir da meistens oder bald immer laufen wir just an den Grund, das heißt, alles das, was wir machen, das am Anfang für irgendwie an den Grund zu kommen. Und am Anfang sind wir gar nicht darauf vorbereitet, ob ein 1 Million Einwohner Staat, was ja gefährlich ist, dass wir müssten alles, was wir hier am Land tun, verdirbeln.
hun man dann ein Beispiel hole eng Diedling Auto die geht ausgebaut op 6 Spuren 2x3 wenn man so verdürble, da müssen man von enker kommen op 10 Spuren an dat zielt für alles am Land schmengen dat du immer dass man beim Punkt kommen sind wo dat nämlich so schnell kann weiter go mir so net kiwust du mir so ein verständnische Wust. Am Centre Ater zu Bartring huet d'ADR hier 60 Kandidate fir d'Chamberwahlen aus denen 4 Bezirker präsentéiert. Dat den Durchschnittsalter vun de Frauen a Männer bei 40 Joer läit, weist dat d'ADR viel jung Leiit op de Lüchten huet. Da sie noch viel Frauen mat vun der Party d'Quote vu 40% as erfüllt, Präsentationun also an enger exzellenter Ambiance verläaf. Dabei war den Heichpunkt ohne Zweifel die kämpfere Schritt vom Parteipräsident an nationale Spitzenkandidat Fred Keup. Ich freue mich auch, so viele Leute hier zu sehen. Op der Bühne, Emily Godinho. Wir sind eine Partei, die immer mehr groß geht, immer mehr wichtig geht und immer mehr stark geht. Das ist der ADR 2023. Und das ist auch, weil wir Werte vertreten, die wichtig sind, und weil wir ihnen treu bleiben. Heimisch, Sicherheit, Freiheit, Souveränität, Familie, Liebe zur Natur, Toleranz. Das ist das, was uns ausmischt, liefern, und für die klar und deutlich zu sagen, wir wollen ein besseres Lützeburg bei diesen Wahlen, wir wollen ein Lützeburg, wo die Leute besser leben, und das wollen wir Lützeburg gerne haben, und wir werden Lützeburg nicht abgehen, wie das andere Parteien hier im Land machen. Am Oktober sind Chamberwahlen, die sind ganz, ganz wichtig. Viele Leute werden drauf. Und Wahlen sind für die Leute die einzige Kehr, wo sie gefragt gehen, ihre Meinung, wo sie können mitstimmen, mitdezidieren. Und darum geht es, für das eine Regierung nicht mehr da ist, eine Regierung, die eine schwache Politik möchte, eine Regierung, die schlecht ist, an lo aus endlichen Zeitpunkt kommen, wo man die können aufführen. Das ist der Duft, das könnt alle 5 Jahre 4. Dafür meine Message, die Leute dabei sind, nutzt die Momente, sie sind rar. Und als Regierung, sie fährt Stimmen, sie fährt die Wahlen, sie ist das gewiss. Als Ministerin, die wir all da gesehen in der Chamber, denen geht der Wappes. Sie fährt den Wahlen, und das ist ganz der Kontra von der ADR, weil wir freuen uns auf die Wahlen. Weil wir werden das Wahlen gewonnen liefern. Da der als du für die Gambia-Regierung, die viel zu lang, viel zu viel falsch gemacht hat, zu ersetzen, und für die Leute hier am Land die Chance zu gehen, mal zu schwätzen, für eine neue, für eine bessere Politik. Du 10 Jahre Gambia-Regierung, blau-rot-grün, um ihr Land, wo die Direktdemokratie verhindert wird. Für die Großparteien ihr Versprechen brechen an eine neue Verfassung ohne Referendum angesagt wird. Wo die Meinungsfreiheit auf vorgestellt wird. Wo die Freiheit man erzählt an immer mehr Zwänge auf Verbote abgedroht gehen. Wo die Kaufkraft immer mehr zurückgeht und die Energiepreise klammen. Wo ein Spruch immer mehr verschwunden gelassen wird. Wo eine Souveränität abgehen wird und als Nation immer mehr selber dezidieren kann. Wo die Familie an ihrer Rolle immer mehr wert ist. Wo eine Schule auf den Kopf gedreht wird und am Niveau fällt. Wo die Kriminalität so wird, aber nach dem Teppich gekehrt wird. Wo immer mehr Leute trotz Arbeit an der Armutsgrenze leben und auch trotz Wurstum. Wo tausende Lützeburger all Jahre ihr Land verlassen müssen und gleichzeitig aber immer mehr Leute rankommen. Wo ein Gesundheitssystem politisch torpediert wird von Parteien. Aber wo eine verantwortungslose Regierung für eine gewaltige Wurstum antritt, Richtung 1 Million Einwohnerstaat. Und wir packen nicht los schon nicht. Ob Kosten von uns alle gehen, ob Kosten von der Zukunft von unserem Land und von unseren Kindern komplett irresponsabel. Ein Land, das Lützeburger wie kleine Kinder behandelt gehen,
an als Land behandelt wird wie eine Association à but lukrativ. Das ist die aktuelle Regierung, so sind die unter Macht sind, das ist das, was sie machen. Der einzige Weg, den die Negativspirale stoppen kann, das sind die. Die einzige Bewegung, die eine bessere Politik aufhören kann, das sind wir. Und die einzige Leute, die das Land zum Guten verändern können, das sind die alle guten Lützeburger Bürger. An de Wahlkampfemissionen op der Tele hunn de ferner Karteiser an de Fred Koup nees engerei Worechten ausgeschwert, déi d'Vertrieder vun den Gambia-Parteiien a Verleenheet buecht hunn. Da der Sachen onmossesche Wurstem a Mobilitätsproblem. Ich fand ganz amüsant von heute Vertreter und der geringer Partei Lobemol seht 1 Million und so weiter mit dem Platz wie nach 350.000 zusätzliche Schleid am Land wie der Laufen der geringer Seite kennt an der Tö mit Umweltschutz und enger Nachhaltigkeit eigentlich gönneich mit zu dienen. Das Problem ist ja das auch vermeiden bei der Millionen sind die der Turm ist nicht mehr feiert da geht es ja viel und solange man nicht reformieren solange wir 2,5 aktiv Personen brauchen wie eng Pension zu bezahlen als das schon immer einem System den auch bei der Million nicht abhält. Also muss man gucken, wie zu reformieren. Was wir proposieren als ADR, als dass wir ein Referendum darüber machen, wir wollen einfach eine breit öffentliche Diskussion. Dafür ist auch gut, dass wir nur ein Teil mal das Sujet ausschwätzen an dieser Runde. Weil wir wollen einfach Leute aufmerksam machen, dass man müssen, wenn wir wollen, aus dem Durst-Szenario raus, aus dem abgezwungenen Wurstum, muss man einfach Decisionen holen am Land, auch Courage für Reformen und Visionen wie eine Zukunft zu, die nicht einfach nur darauf rauslaufen. Wir machen in Genève, wir machen, das sind alles Hohlfloskeln. Wir müssen reformieren, für das man nicht an dem Szenario bleiben. Ja, heute so, also, das heißt, die Überraschung mit Leute, die 10 Jahre an der Regierung sind. Und 10 Jahre Verantwortung wird Land und so. Und dann, ja, wir müssen vielleicht gucken, dass wir da mehr koordinieren, dass wir mehr Kompetenzen haben, dass wir in Zukunft müssen mehr effikaz gehen. Nur 10 Jahre, wo sie an der Regierung wären. Und da müssen sie sich vor, tun sie an die 10 Jahre gemerkt. Sie haben die Prozedur geliefert, sie haben selber zum Teil die Gesetze gemerkt, diese Heilo Haut kritisieren. Muss ein Unterschied zu machen zwischen den Plätzen, wo Leute wohnen, wo kann effektiv auf der Straße spielen und dann die Großachsen, die an den Staat gehen oder die Großplätze, wo Leute sich viel bewegen. Da stellen wir aber fest, dass über die letzten Jahre der Stau immer mit zugeholt wird, Jitwarinos konzerniert, verschiedene Plätze extrem, wie zum Beispiel wenn Rupp geht an den Norden vom Land, wo der Verkehr immens zugeholt wird, und da immer ein riesiges Problem. Die können natürlich vom Wurstum, wo man nicht an Druck kommen, mir auch manchmal, aber müssen aber so, dass du die letzten Jahre vielleicht nicht die nötige Sache gemerkt sind für den Verkehr am Auto, für den aber auch mehr agreeabel zu gestalten für die Leute. Das ist immens große Zeitverlust, und die Lebensqualität geht verloren. Aber hauptsächlich die Wursten wir schuld drin. Ja, wenn den als Straßeninfrastruktur guckt, dann noch den öffentlichen Transport, den das verbessert geht an den letzten Jahren, das ganz richtig, das haben wir auch matt gedroht. Wir wenn den als Straßeninfrastruktur guckt, die also von größtenteils selbst nach wie 24, 20 Jahren, du hast nicht so viel geschieht, und trotzdem muss aber so, dass die Bevölkerung immens geworden ist. Wenn alle Jahre 13.000 Einwohner beikommen, nach 7.000 Frontalien, ja, da sind da 15.000 bis 20.000 Autos mehr auf der Straße. Das ist das, was man natürlich andauernd merken. Aber wir laufen an drin. Moment als Land, als Regierung, wir können nicht mehr in Zukunft investieren, weil manchmal muss die Probleme mal lesen, die da sind, aber wenn wir wirklich wollen enker beikommen, aber man das Problem wollen von der Mobilität, vom Stau lesen, da geht es just darum, dass wir können das Wurstum mehr moderat gestalten, und dass es mehr losgeht, und da kommen wir noch. Der aus der Gegend, dass der Verbrennungsmotor ab 2035 soll progressiv verschwannen, Leute sollen vier behalten. Und die so die beste Technik wird sich durchsetzen, aber dann aber nicht unbedingt am Interesse vom Klima, oder? Nee, geht am Interesse auch von den Leuten. Lo proposéieren wir euch klare Messagen am Kader von unseren Wahlspotten. Unter anderem von unseren Spitzenkandidaten aus den einzelnen Bezirken. All die Spotten lassen keinen Zweifel darüber, dass der ADR die Partei ist, die Ehrlust an die konsequente Oppositionspolitik möchte.
Als freier Heichlichtungssportlerin weiß ich, was gemacht muss gehen, für das sich der professionelle Sport heute noch besser entwickeln kann. Für am Leistungssport zu realisieren, verlangt viel persönlichen Engagement und viel Trainingsstunden. Es geht darum, für die Athleten so gut wie möglich zu enkadrieren, für zusammen mit ihnen die richtigen Entscheidungen zu treffen, für dass sie die bestmögliche Karriere können machen. Auch eine kleine Nation wie der Grand Duché kann mittlerweile am höchsten sportlichen Niveau mithalten. Und Lützeburger Athleten haben voll Potenzial ausschöpfen können, für auf der internationalen Bühne Superleistungen zu bringen. Wenn ihr wollt, dass der professionelle Sport weiter noch viel könnt, dann wählt den 8. Oktober der DR. Als Hobbywünzer hai am Osten leiit mir Natur, Wasser an Umwelt besonnech Herz. Bauuren a Wënzer kräen net wenns der vieler Bürokratie ëmmer manne einfach gemacht. Sugen Di ich als Bürgermeester vu Stadtbried muss oft zougedruck kräen. Wichtig ass dass Natur an eiser scheiner Weibauregioun bestmöglichs erhalen bleibt. An das soll ze summe mat de Mënschen, die ha Liwen erschaffe gemerk gin, an net géint sie. So wie beim Projekt Trentinger Dall, wo iwwer d'Kap vun de Leiit e wäch desideiert gëtt. An dofir so nech ze summen mat der RDR fir e starken Osten. Mat engem Beruf aus dem Gesundheitssektor lädt mir die medizinische Versorgung immens Herz. Hei am Osten werde mir noch bis haut op Maison Medikalen, die auch owes als Awohner medizinisch versorgen, ohne dass sie an d'Urgence an den Staat fuhren müssen. Nief de Mënschen leit man als Deierendoktor natierlech och d'Wuel an d'Gesundheet vun den Deieren Herz. Seit 5 Joer huet Politik et an net fertig bruecht, déi neidech legal Basis ze schaffen fir als Deiereschutzgesetz Terra praktisch umzusetzen. Für DDR ass dat awer eng Prioritéit, dofir muss dat schnellstméiglech ëmgesat ginn. Dofir wird den 8. Oktober DDR. Mir hu Lützeburg gär. Willkommen bei mir daheim am Büro. Ich bin Physiker und ich arbeite am Finanzen- und Assurancenbereich. Wir sind hier zu Bonewig. Ein flotte Quartier mit viel Grings. Wir haben immer mehr Probleme mit der öffentlichen Sicherheit und der Kriminalität. Kommt, ich hole nicht mal mit. Moin. Moin, Herr Weitig. Ja, hier ist wirklich immer Probleme. Was genau ist wirklich das Problem? Ja, wir haben hier Comedy da und Nacht. Wir haben hier super flotte Infrastruktur für die Nachbarschaft. Und 400 pro Jahr haben hier jeder da Leute gespielt mit ihrer Kanne, Tischtennis und so weiter. Wir haben das als den Platz da und Nacht von Saint-Domici Fix, Drogenhändler, an Drogenkonsumenten gesquattet. Und die Leute aus dem Quartier können hier nicht mehr rankommen. Es ist auch so, dass wir, die da am Haus wohnen, wir können uns nicht mehr am Balkon weisen. Da wären wir sofort beleidigt. Okay. Und das ist krass, Leute schreien uns Frechheiten an den Kopf. Und wenn man sie mal fragt, für ein bisschen mehr loszumachen, dann tun sie sofort sagen, wir rufen die Polizei, wir rufen die Polizei. Es ist eine Situation, die ausweglos ist. Es ist kein Respekt da, es ist insalubre bis zum Punkt, wo Ratten rankommen. Ja. Und ich weiß nicht, für was die Stadt sich da nicht einmal die Sache wenigstens anguckt. Und vielleicht eine Kamera installiert oder die Bank da mal wegholt. Ich weiß, dass das nur Relokalisierung vom Problem ist. Aber an sich sind die Leute, die hier wohnen am Place du Parc, auch meine Nachbarn, die sind nicht froh mit der Situation. Ja. Piero, du wohnst seit 24 Jahren auf der Gare. Was ist die aktuelle Situation?
Ja, effektiv, und leider muss ich sagen, so schlimm wie lo war die Situation noch nie. Es hat sich Sommer von 2015 dann enger Äderweis degradiert einerseits und das Situation so kriminell gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich over der letzten Tour mit der Muppe rausgehen, so gehen Dele Bauer, wird sogar wie ich nicht mehr das allerbeste Gefühl. Viele von unseren Problemen wie Kriminalität, Stau, Verdrängung von unserer Spruch, aber auch die hohen Wohnungspreise sind eine direkte Konsequenz vom unkontrollierten Wachstum, von einer irresponsablen Laissez-faire-Politik von Blau, Grün, Rot, aber auch von der CSV. In unserem Buch beschreiben wir, wie sie einfach so viel von den Gemeinsamkeiten als gemeinsamen Spruch an als gemeinsames Schulsystem abgehen können. Mir geht Lützburg nicht ab. Lützburg braucht eine starke, auf vor allem eine intelligente Opposition. Und dafür brauchen wir den 8. Oktober erstimmen. Wir sind ja am Fond de Gras ein ganz beleefte Platz, an dat net nimmen, weil et hai flott ass, weil schön Aktivitäten stattfannen, mir auch weil et eben kulturhistorisch ein ganz bedeutend Platz ass fir de Minet fir de Süde vum Land an am Funk fir ganz Land. Han man steht den Bugi mam Minet stehen mam Eisenerz, an dat ass am Funk e gut Zeechen dafür, dass man net solle vergessen, all die Leute, die hai geschafft hun während 100 Joer an die de Reichtum von unserem Land, von unserer Nation aus dem Boden rausgeholt haben, die Reichtum, die letztlich Bereich gemacht hat, und von dem wir heute auch noch immer profitieren. Für uns als Partei ist ganz wichtig, da historisch daran zu denken, den Leuten dankbar zu sein, die damals geschafft haben, und das eben noch an Erinnerung zu halten, die Industriekultur hier am Minet. Op enger Platz fir die Heidenng de natierlech net nëmmen Vergangenheet, mit muss noch un Zukunft denken. A mir wëllen als ADR, dat Lützeburg auch an Zukunft eng Industrie huet, die kompetitiv ass, die unterspitzt vun der Technologie ass, die als erlaubt mat der internationaler Konkurrenz mat ze halen. Dat ass fir Reisen optrag. Mir hunn an der COVID-Zeit gesinn, dat mir als Europa an als Lützeburg viel zuviel ofhängig sinn, vun Importer, die aus unsere Partnerstaaten kommen, vor allem aus Asien. Wir müssen an Europa reindustrialisieren. Lützeburg muss da einen Beitrag leisten. Das muss man intelligent machen. Wir müssen es so machen, dass wir uns an der internationalen Konkurrenz gut positionieren. Wir als ADR wollen das, für unsere Lützeburger Ökonomie eine diversifizierte Zukunft zu gehen, an den nächsten Generationen interessante Arbeitsplätze. Es sind Co-Spitzenkandidat für der am Zentrum an es sind ein Independent. Am im Bruder verkot gesinnech die Probleme, die Privatsektor die Independent hat, all da. Ich gesehen sie bei uns in der Branche, ich gesehen sie auch bei den Klienten, ich gesehen sie bei den Entreprisen. Wir haben Administrationen, die streng mit uns sind, die Druck auf uns machen, den Privatsektor machen, Steuern, TVA, das Centre commun, wo oft ein Dialog fehlt. Wir haben einen Staatsapparat oder Parastaat, den Leute, die bei uns formiert gehen, abhält, wo wir die Leute aber formiert tun und wo wir auch sollen dafür entschädigt gehen für die ganze Information, die sie bei uns kriegen. Und all die Probleme, die wir am Alltag haben, die wir am Alltag gesehen, für all die Probleme der Lösungen.
an just DDR und die Lesungen an die sie konkret an die sinn an unserem Wahlprogramm. Ein anderer Punkt, den man immens um Herz leiht, ist Mobilitätspolitik, wo die Regierungsparteien schon über Jahre, sogar über Jahrzehnte, so gemacht haben, dass ein unnötiger Zwist entsteht zwischen dem Autofahrer, dem öffentlichen Transport, der Mobilität und dem Velosfahrer. Zwist, den wir nicht wollen. Den Auto findet keine Parkplätze mehr, die aufgebaut sind. Ein Autochauffeur wird aus der Stadt rausgedrängt, er wird oft an teuer Parkhäuser gedrängt, findet keinen Parkplatz, auch von Heinz durch ein Handicap, angewiesen ist auf sein Auto, dass er nicht immer den öffentlichen Transport holen, wird den Autofahrer diskriminiert. Der DDR möchte die Politik nicht mit. Bei der DDR hat all Menschen seinen Platz, all Verkehrsmittel haben seinen Platz, all Bewegungsmittel haben seinen Platz. Dafür den 8. Oktober all Stimmen der Licht 6, für das ein Autofahrer auch seine Rechte behält. Wir proposieren noch die ganz Wahlkampagne über Milaber Gesprächsrunden mit unseren Kandidaten. Menge Wenigkeit, als dabei auch interviewt gehen, ein Ausschnitt davon. Willkommen zu einer neuen Episode von Lützeburg Gerhun, wo wir eben als ADR-Kandidaten für die Chamberswahlen vorstellen. Heute mit dabei ist den ADR Süd-Kandidat und Vizepräsident von der ADR, den Dan Halti. Ja, moin Max. Wie geht es? War gut. Très bien, très bien. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Oh, super. Wie ist das Lugat ja schon gesagt, du bist Vizepräsident von der ADR. Wie ist es dann von dazu gekommen, dass du dich eben so politisch engagiert hast, dass du auch eben als Vizepräsident ging und auch mit einem immens guten Score gewählt wirst? Am Anfang ja, wollte ich einfach noch ein paar Jahre an der Partei eine Responsabilität überholen und habe ich mich eben noch gemeldet für den Posten als Vizepräsident. Sind dort tatsächlich von unseren Membern als echt gewählt gehen. Ich konnte am meisten stimmen und das hat mich auch immens gefreut. Ja, das sieht so aus. Ja. Und tut vielleicht auch ein bisschen damit, dass ich aber bekannt bin, schon als so lange Jahren als Journalist geschafft habe und so weiter. Die Leute kennen mich halt und ja. Und du bist ja 2018, was du da ADR beigetreten. Genau, ja. Okay, stimmt. Und das war eben aus dem Grund, weil du gerne auch Sachen ganz kritisch Hand auf Fräs, respektive ja. gerne mehr, ja, mehr Freihandvoll. Ja, also ich war der Meinung, dass es da immer mehr schwerer geht noch bei RTL, für sie nicht zu nennen, wo ich eben lange Jahre als Journalist geschafft habe, eben für eben auch kritisch Reportagen zu machen, dass es immer mehr schwerer geht. Und, ja, und ich fand die Kontrollfunktion von der Regierung aber ganz wichtig und ich wollte das einfach weiterführen. Und du hast für mich just eine Alternative gegeben, das war DDR. Ja. Und du bist ja auch der Hauptpräsentator von ADR Tele. Ja. Bist du ja auch schon immens lang müssen. Und das du merkst ja auch immer. Ich meine, du gehst immer neue Leute befragen, du gehst bei Leuten bei Bierchen. Du hast eine ganz ja, bisschen, Verbindung, ja. die du immer aufbaust. Ich schwätze einfach gerne mit den Leuten. Und hören auch hier Sorgen und auch für Ungerechtigkeiten sind, die greifen mich auch ganz gern ab, die Ungerechtigkeiten ja, und auch mit dem Witte. Ich kann nur noch zum Beispiel die Lastsendung am Juli, da hat man eben der Präsident von den Straßenengeln und ich habe den auch an die Sendung invitiert, weil mich das schon revoltiert wird, dass eben eine SPL so eine super Arbeit macht Terrain und wirklich Leute, die an keiner so guter Situation sind, noch finanziell in der Term greift, massiv, und da kriegen sie gar keine staatliche Unterstützung. Dafür wollte ich mal zu Spruch bringen. Und wir unterstützen noch die SPL als ADR, das hoffentlich geschwind unterstützt wird auf dem Staat. Dann eben kurz zu deiner auch ein bisschen persönlicher so eine schmule Geschichte. Du warst ja schon ein paar Mal am Amazonas Rebisch, wo du dich auch mit den Ureinwohnern von getroffen hast, mit denen gelieft hast.
Wo gesäist du do am Fong Schnittstellen tuch der ADR an eben diesen Urerwohner, weil das lo net direkt eng Schlussfolgerung, die geif automatisch machen, du wahrscheinlich verschiedene Simultanitäten. Wie gesäist du dat? Ja, also ich sind erstens mal ganz naturverbunden an schon gern die Plätze auf der Welt immer hun, wo nach intakt Natur geht an das eben noch auf viele Plätze nach am Rebisch der Fall. Und, ich war ganz froh, wie ich 2017 in der nächsten Kehr am Rebisch am Ecuador war. Bei engem kleinen, aber starken indigenen Volk, dat sich mal successiert gegen die Ausbeutung von der Petrolindustrie. Und, ja, das hat mich so fasziniert, auch wie die Leute so einfach so natürlich am Busch leben, und auch all die Pflanzen, und auch Heilpflanzen nutzen, und wirklich ein unwahrscheinliches Wissen haben. Und, ja, da sind ich für meinen Trupp privat zurückgegangen, ein paar Wochen. Ja. Du fragst eigentlich schon noch die Schnittstellen mit der ADR. Ja, der geht da definitiv. Ne? Am Gespräch mit den Amazonas-Indianern also am Anfang rauskommen, dass sie natürlich hier ihre kleine Spruch, ihre kleine Kultur und auch den Wert von der Familie heischalen, ne? Und dafür auch friedlich kämpfen. Ne? Also für mich sind das Urwerte und dummer da auch eben konservativ Werte. Ne? Und das sind eben Werte, die mir als ADR auch konsequent vertreten. Ne? Und meiner Meinung nach kann darunter nicht falsch sein. Das ist Familie, Kultur, Spruch, ja. Das ist das, was sie ausmachen. Das ist natürlich, ja. Und das ist das, was sie für immer noch behalten. Das sind noch die Werte, die für die mir einsetzen. Ja. Und das sind ganz klar die Schnittstellen. Ja. Gesagt, wie man das ja schon für du beschwert und du bist immens sozial, du musst permanent interviewen, du schreibst auch mit Leuten, du bist aber auch eben politische Büro oder du schreibst parlamentarisch vor. Du bist an immens vielen Domänen mit dabei. Und ich denke, ein Schlüsselpunkt für mich als ADR wirklich, das immens gut abgegriffen von der Führung allem wennst dir, das war die ganze Covid-Geschichte, wo das angefangen hat. Du warst ein von diesen Leuten bei uns an der Partei, die das kritisch an der Front tun von Anfang an, ob die Maßnahmen wirklich also gerecht sind. Und du warst auch immens oft auf der Marche Blanche. Für was warst du von Anfang an dabei? Für was hast du nie Laber gelöst? Ja, also muss ich sagen, dass als Freiheiten so beschnitten goufen durch eben die solchen Covid-Restriktionen, da ist man wirklich komplett gegen den Strich gegangen und schon wirklich nicht angesehen, wann als verfassungsrechtlich garantiert Grundrechte am Anfang do einfach abgehoben gehen, schon das schon schlimm fand. Ne? Und, ja, bei der Tele hat man auch an der Covid-Zeit vor der Dokumentation, wie es Saison Interviewen, sie wird mit impfkritischen Doktoren oder mit Leuten, die den Nutzen vom obligatorischen Masken drohen, vorgestellt haben, wo sich auch herausgestellt wird, sowohl bei den Impfungen wie auch beim Maskendrohen, dass es so aber Nebenwirkungen gibt. Ich meine, 4 Stunden nämlich auch die Gebrauchsanweisungen von den Masken, da sind die so wenig chemisch soll und weil sie Gesundheit keine schädliche. Aber noch einmal, ja, dann Covid wird dann während der Covid-Zeit ganz normal, wir halten die Maske am besten den ganzen Tag. Ja, das alles gut nicht kommuniziert gehen, auch dass Covid-Impfungen aber gewissen Risiko durchstellen an. Ja, und mir war einfach so wichtig, auch für Marche Blanche regelmäßig zu gehen, weil ich viel Kontakt eben hat mit Leuten, die eben das auch kritisch gesehen haben. Da waren auch Doktoren dabei, und andere Leute, die nicht, wie soll es so, das auch einfach engagiert, normal Leute, das tut nicht mit Verschwörungstheoretikern zu dienen. Ich meine, das, ja. Sind die Leute, die sich einfach berechtigt vorgestalten. Voilà. Gingst du auch so, dass du echt Leute von einer gewissen politischer Richtung mit dabei waren oder waren das Leute aus also verschiedensten Kategorien? Bon, das war schon ein bisschen quer durch die Gärte, aber ich meine, die Leute, die da NRW waren, also haben aber auch viel Support gehen als ADR, weil sie gesagt haben, die sind die einzige Partei, die wirklich von Anfang an darauf gehalten wurden, die Impfung muss absolut freiwillig sein. Es darf da gar keinen Impfdruck
ginn wéit jo awer de gowet Jo do no man 3G op der Arbeitsplatz an so weiter. Du COVID-Impfung wësse ma jo dat man am Justizminister Madame Tonser jo och nach et Gesetz am Tierland huet. Punkto Impfpflicht, dass ihr Apples wannst du kennst an dem Haitian Haus eben matt machen hoffentlich nur hoffentlich ja, das gut dann wäre nicht dabei dann wäre das ja Apples wirst du gehst so okay das du will Frucht machen natürlich ja also das darf auch nicht an einen Tierhang leihen an ich meine Regierung oder Madame Justizminister hat ja auch gesagt ja wenn nur eine Pandemie kommen die das notwendig möchte dann haben wir als Impfgesetz brett wo die Leute sich da müssen impfen lassen und ich meine das geht gut nicht das muss einfach eine freiwillige Sache bleiben ja. Darf kein Zwang gehen. An Logi man nach River bei d'Adrenalin, déi wie all politisch Jugendsektionen vun de Parteien och je egen Menungen vertreden. An dëse 14. September op eng Pressekonferenz gerufen, fir hier Forderungen zu den Themen Kaufkraft a Mobilitéit firzustellen. D'Adrenalin hat haut eng Pressekonferenz mam Titel Kachten a Strosselawin, wo sie op Problematiken vun de Preisdeierrecht an dem vun onmusse Stau an Mobilitätsprobleme hingewiesen hunn. Fir d'Adrenalin ass Chlor, mir brauchen eng langfristig Unterstützung vun der Kaufkraft an net just eng kurzfristig Hëllef. Och Punkto Mobilitéit steht d'Adrenalin fir de freie Spar vum Gefir. Wir hunn zu Lützeburg seit enger geraumer Zeit mat enger intensiver Kächtelawin ze kämpfen. Wir hunn eng Logementskrise, die seit etliche Joren net geleist gin ass Preise huscher vielen hiesichten nach viele Bereicher verdurbelt. Spritpreise sind auch massiv an Luftgängen. An Jo last Jahr hatte man heute zu Lützeburg innerhalb von der EU die höchsten Lebensmittelpreise. Auch vom letzten Jahr bis auf heute sind es nach 11% geklommen. Und das geht ziemlich weit. Wir gesehen, dass immer mehr Familien auf Sozialhilfen angewiesen sind, so wie zum Beispiel Croix Rouge oder den 3-Cent-Boutique, die haben auch an diesem Jahr ein immens hohes Klientel bemerkt. Immer mehr Familien sind auch auf Straßenenglen angewiesen, da das eine Assoziation, die sich eben bemüht, für verschiedene Lebensmittel zusammen zu kriegen, an diese dann sozial schwache Familien verdienen. Wir haben zu Lützeburg eine Situation am Verkehr, die für viele Leute einfach nicht mehr tragbar ist. Auf der einen Seite haben wir Leute, die müde ist, auf der Arbeit 2,5 Stunden am Stau stehen und dann dachset das nämlich für zurück. Das heißt, ob einen Arbeitstag von 8 Stunden können da schon 5 Stunden zusätzlich am Verkehr dabei rechnen. Und da sieht nur da daheim noch nichts gemacht, die wird noch nicht abkaufen und so weiter. Bleiben wir ein bisschen bei den ländlichen Gegenden, obwohl als Regierung selber keine Lösung proposiert, wie sie den Ausschluss am ländlichen Raum besser will lesen, hält das sie nicht davon auf, die Autofuhren immer weiter zu verdeifeln. Die Leute, die mit einer CO2-Steuer konfrontiert, mit der höchsten Accisen, die den Benzin nach mehr teuer machen. Auf allem, was im Raum steht, wie lange dir wen, und wie lange kann ich nach meinem Verbrennungsmotor fahren. Wir als ADR und als Adrenalin so dürfen ganz klar, die Entscheidung soll just beim Konsument liegen, an dem freien Markt setzt sich das beste Produkt durch. Wenn Dir nicht wollt, dass es zu einer neuen Gambia-Regierung kommt, dann denkt daran, für den 8. Oktober Erdkreuz auf der richtigen Platz zu machen. ADR löscht 6. Als Emission könnt ihr weggewinnt auf der Tele Doc an Europa per TV gucken. Informiert dich auch auf Facebook an auf unserer Internetseite. Bleibt gesund. Adi, a merci.